Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Lower Coach, Law, the Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung, das auf jedes Individuum wirkt. Du sendest im Wachzustand aus, du sendest Vibrations aus. Du sendest deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen aus in deinen Körper, in deine Umwelt, zu deinen Mitmenschen, zu deinen Mitgeschöpfen. Dein Körper, deine Umwelt, deine Mitmenschen und deine Mitgeschöpfe reagieren entsprechend der Vibrations, die du aussendest. Erkenne dich selbst, erkenne deine eigenen Vibrations in deinem körperlichen Zustand, erkenne deine eigenen Vibrations in deiner Umwelt, in deiner Wohnung, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen, auf Reisen. Erkenne, dass du das, was du aussendest, zurückbekommst. Was du siehst, das wirst du ernten. Wie du in den Wald rufst, so schallt es zurück. Die Menschheit hat ein schwerer Virus befallen, der Virus des Opferdenkens. Hör dir die Nachrichten an, ständig wird von Opfern von Naturkatastrophen, Opfern von Terror, Opfern von Flutkatastrophen, Opfern von Mördern, Opfern von Rassisten, Opfern von was ihnen gerade so einfällt. Ständig hörst du das Opfer von, das Opfer von, das Opfer von. In der Schule lernst du ja die Opfer vom Nationalsozialismus und die Opfer von das und die Opfer von das und die Opfer von das. Du wirst völlig gehirngewaschen mit dem Glauben, dass du ein Opfer bist. Opfer von AIDS und Krebs und Geschwüren und zufälligen Unfällen und was auch immer. Die Opferdenker, die finden immer eine Hintertür für ihren Glauben, dass es Opfer gibt. 99%, wahrscheinlich 99% der Menschen glauben, dass sie Opfer sind oder dass andere Menschen oder Angehörige Opfer sind von Ereignissen. Opfer vom Tod, Opfer vom Bösen, Opfer von... Ja. Das Opferdenken ist ein großer Virus, der die Menschheit in der Masse befallen hat. Wahrscheinlich sind es 99% der Menschen, die in irgendeiner Form glauben, dass sie Opfer sind. Opfer, dass sie ausgeraubt wurden. Opfer vom Staatssystem, Opfer von den Eltern, Opfer von böswilligen Menschen. Es ist einfacher, das Opfer zu spielen, die Realität als Ist-Zustand wahrzunehmen und das Opfer davon zu spielen. Doch es gibt 1% der Menschen, die dieses Opferdenken nicht hinnehmen. Die haben Erfolg, die sind gesund, die sind reich und erfolgreich und fröhlich und genießen ihr Leben. Sie haben erkannt, dass sie schöpferisch ihr Leben gestalten können, dass sie ihre Träume leben können, dass sie nicht auf das hören müssen, was ihre Umwelt erzählt von Opferdenken, dass sie kreativ ihr Leben erschaffen, wie ein Maler das Bild auf der Leinwand erschafft, wie ein Musiker ein neues Musikstück erschafft, wie ein Bildhauer eine neue Skulptur erschafft. Dieses
schöpferische Denken haben sie sich nicht nehmen lassen. Aber es gibt Menschen, die über diese spezifische, künstlerische, schöpferische Denken hinausgehen und erkennen, dass ihr Körper und ihre Umwelt ein Feedback-System ist und ihren Gedanken, Gefühlen und den Überzeugungen entsprechend reagiert. Wahrscheinlich sind es nicht nur 1% der Menschheit, die aufwacht und sich selbst erkennt. Gerne helfe ich dir dabei, dich selbst zu erkennen, den Weg von Opfer zum Schöpfer deiner Welt zu gehen, deine Träume zu leben, glücklich und erfolgreich zu sein, gesund und wohlhabend zu sein. Melde dich bei mir, ich coache dich gerne. Werde das 1% der Menschheit, das seine Träume lebt. Melde dich. Ciao.